Bisher bei Alan Wake. Alice war entführt worden. Alan, bitte hilf mir. Alice? Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Ich kann es nur meinem Agenten Barry erzählen. Verdammt, Barry, Sie töten sie! Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Das Lösegeld ist ein Manuskript, das ich angeblich schrieb und das vor meinen Augen wahr wird. Es geschah genauso, wie es auf der Seite stand. So dunkel. Ich habe nur ein paar einzelne Seiten gefunden. Ich will das ganze Manuskript. Die Deadline ist in 2 Tagen. Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Gutes Kind. Wie zum Teufel ist sie überhaupt ans Manuskript gekommen? Ich weiß nicht. Sie hat's einfach drauf. Ich sag dir, du warst zu hart zu ihr. Übrigens, ich bin bei meinen Recherchen auf ein paar unglaublich interessante Sachen gestoßen. Ja? Mr. Wake, hier ist Sheriff Breaker. Bei mir sitzt ein FBI-Agent, Agent Nightingale. FBI? Er möchte Sie gerne sehen. Sie sollten auf die Wache kommen. Okay, bin gleich da, Sheriff. Beeilen wir uns damit ein bisschen, ja? Kann ich helfen? Ich bin Randolph, der Verwalter. Wir wollen zu Rose, die Kellnerin aus dem Diner. Rose. Ja, nettes Mädchen. Und wer sind Sie? Ich bin Alan Wake. Der Schriftsteller, was? Richtig, Ich habe im Radio gehört, höchstpersönlich. dass Sie hier sind. Na, ich zeige Ihnen Ihren Wohnwagen. Randolph Rose ist folgen. ein nettes Mädchen. Zahlt immer pünktlich die Miete. Wie ich schon sagte, Elle, ich habe ziemlich viel merkwürdiges Zeug im Archiv der Lokalzeitung gefunden. Dieser Ort ist Was hast du verrückt. gefunden? Verschwundene Leute, mysteriöse Todesfälle, moderne Legenden, die wahr werden. Ja gut, ja, ein bisschen wahnsinnig, Das der meiste Barry. davon hat sich in der Gegend vom Cauldron Lake abgespielt. Tja, da haben Sie recht, Mister. Die Indianer glaubten, der See wäre ein Tor zur Unterwelt. Ich Ja, bin Indianer. eher der Ich glaub, die haben auch gottesfürchtige gesponnen. Typ. Ich glaube nicht an solche Dinge. Ja, okay. Ja, okay. Es gab da jedenfalls eine Insel, die einem Typen Ja, namens Buben, ist ja Thomas gut. Zane gehörte. In einigen Artikeln Schluss stand mit er die bei Geistergeschichten. Schriftsteller. Ich habe recherchiert, aber schon nichts immer. gefunden, was Der er Kriegsveteran. geschrieben hat. Der humpelt noch. Zane war begeisterter Taucher. So begeistert, dass die Insel schließlich Divers Du sag mal, Randolph, hast du einen Bruder, hä? 1970 brach Hat der Vulkan zufälligerweise den See Rudolf? aus Und Zane ging mit der Weißt nicht, oder? runter. Ja, was liegt denn da? Ein Schiff? Ja, verrückt. Morgens war er einfach da, als sei er vom Himmel gefallen. Aber es würde Ja, einen Tornado passiert schon brauchen, mal. um so etwas anzuheben. Es Verdammtes regnet Glück, Schiffe. dass er keinen Mal Wohnwagen wetten. getroffen hat. Ja, wie schaut denn aus, Randolph? Geht es weiter oder was? Da drin? Ja, da nicht. Ja, was haben wir denn da? Randy's Dogs. Geil. Mag einen Hotdog. Rabbit Foot. Ein Salat, $3. Ja, geht noch, oder? Kommen Sie, Mister. Geh weg Ich bringe da. Sie zum Wohnwagen von Rose. Ja, wo ist der? Da hinten. Der braucht nicht zu lang. Scheiße, da ist zu. Mann, steigt drüber. Das kommt noch besser. Ein Mädchen aus dem Ort, Barbara Es kommt noch Jagger, besser. war nur eine Woche vorher Ich glaube, eher im schlechter. Cauldron Lake ertrunken. Sie waren ein Paar. Klar, Jagger ist hier die Gruselgeschichte. Die kratzende Hexe. Sie holt einen in der Dunkelheit. Kindisches Zeug. Was sagt er? Kratzende Hexen. Jetzt komme ich zum allerbesten. Ja, der spinnt da, oder? Alle diese Artikel wurden von Cynthia Weaver geschrieben. Ich habe mich umgehört und sie ist diese verrückte alte Obdachlose. Was, die Lampenlady? Ja, ist manchmal Randolph. ein bisschen verrückt, aber Was haben sie wir ist da? nicht obdachlos oder so. Da wohnt Rose. Ja, jedenfalls. Bei dem Müllcontainer? kannte sie Nicht, oder? Jagger und Zane, bevor Black beide One. umgekommen sind. Danach hatte sie eine Art Kollaps. Einen Kollaps, den krieg ich ja gleich. Was haben wir denn da? Sandkasten. Hoppala. War Absicht. Rose, So, die wohnt da Mister, drin. das hier ist der Wohnwagen von Rose. Darf ich fragen, Rose was Sie von ihr Marigold. wollen? Wir wollen nur mit dir reden, Kumpel. Genau, nur reden. Brauche Informationen. Rosie, bist du daheim? Ja, da steht schön. Willkommen im... Oh, Mr. Wake. Ich bin so froh, dass Sie da sind.
Rose, Sie haben ein Manuskript? Oh. Oh ja. Ja? Bitte kommen Sie herein. Hey, das ist ja echt gut. Rose, Ja, mein Manuskript. Ich brauche es wirklich. ich habe verstanden. Ich weiß, was Sie brauchen. Eine Muse, die Sie inspiriert. Oh, Barry. Sie hat überhaupt nichts. Ja, ja. Was ist... Oh. Barry! Was? Was? Oh, ich sehe schon. Gepanschter Kaffee. Der klassische Filmfiller. Es ist hinter ihm her, versteckt unter Barbaras Haut. Ich bin zu schwach, es aufzuhalten. Machen Sie das Licht an. Ich habe versprochen, vorbeizukommen. Zu Ihnen und Ihrer Frau. Man muss beenden, was man angefangen hat. Ich bestehe darauf. Sie müssen das Licht anmachen. Das Licht anmachen. Zurück an die Arbeit. Okay, Freunde. Mir war übel. Schluss Wie mit bei einem Kaffeesaufen. Kater. Nur die Wut hielt mich aufrecht. Ich kann Oder man doch. Realität und Traum nicht mehr Ein unterscheiden. Gruselfilm. Aber eine imaginäre Lektorin hilft mir. Eine alte Frau in einem Trauerkleid. Ich nenne sie Barbara Jagger. Sie ist sehr streng. Ich schreibe immer schneller. Mein Manuskript wird stark überarbeitet. Es wird immer extremer, immer weniger von mir und immer mehr von ihr. Ich hasse es. Aber ich weiß, sie hat recht. Sie sagt, dass ich so Alice retten kann. Sie weiß mehr als ich über die komplizierte Beschwörung, die ich vorhabe, über diesen Ort. Sie hat so etwas mit einem anderen Autor schon einmal gemacht, mit Thomas Zane. Das Genre der Geschichte scheint sich zu ändern. Sie wird zu einer Horrorstory. Ich bin nah dran, ich fühle es. Die alte strenge Frau namens Barbara Jagger. Oder Jagger. Da schon her. Die hat meine ganzen Biere schön, genau 5 Stück. Mehr habe ich nicht geschrieben. Ja, so mit einem Kinderzimmer schön. Rose Ja, der hatte mir Barry. einen Tag gestohlen. Der liegt da vorne. Wir blieben weniger als 12 Stunden bis zum Treffen. Ich konnte nur Barry ins Auto packen und mir unterwegs einen Plan ausdenken. Barry war erledigt. Er war zu schwer zum Tragen. Ja, der ist doch besoffen schön, im Kaffee. Ja, genau. Der vertragt nix. Ich hätte mehr Geld verdient. Ich sehe so verdammt gut. Cooking with Corn. 72 Rezepte, geil. Willkommen im Oh Dear Diner. Ja, die ist auch weggetreten. Was darf ich Ihnen Nicht mehr bringen? ganz dicht. Kaffee. Jetzt muss ich den Irgendwie konnte Wohnwagen Rose nicht wirklich verlassen. hassen. Etwas benutzte sie, um mich zu bekommen und hinterließ Spuren. Das erste nach Wo sagt er? Hab ich nicht gepasst. Milch und Zucker stehen da drüben. Möchten Sie das Tagesangebot? Meine Waffe und meine Taschenlampe waren weg. Ich musste Barry möglichst schnell irgendwie ins Auto kriegen. Die Meine Zeit Waffe ist drängt. fort. Warum? Ich hab keine Waffe. Scheiße. Das ist auf dem Auto gelangen. Hinten um mich. Ich kein Schwein da. Ja, was haben wir da? Ein Radio. Ich war gerade kurz frische Luft schnappen und ich sage euch, das Wetter wird heftig. In Nächten wie dieser bin ich besonders froh, hier im Studio und nicht zu Hause zu sein. Bei einem solchen Wetterumschwung wälze ich mich nur hin und her, an Schlaf ist nicht zu denken. Ich quäle mich mit düsteren Gedanken herum, die manchmal sogar in Albträumen enden. Geht es nur mir so? Vielleicht. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich euch die Nacht etwas angenehmer machen kann. Hallo, Sie sind auf KBF-FM. Hey Pat, hier ist Walt Snyder. Ja, was gibt's, Walt? Naja, ich bin nicht wie Sie, aber tja, ich kann auch nicht schlafen. Ja gut, Freunde. Keine Zeit zum Radio hören. Ich muss zum Auto. Ich habe auch nicht getrunken. Ich habe nur... Sie klingen, als
Und das ist ja laut Radar da vorne nicht. War nicht weit. Ich weiß nicht, gibt es irgendwas zum Entdecken? Nee, oder? Irgendwelche Seiten? Vielleicht gibt es geheime Seiten, die ich entdecken muss. Mei schön. Da ist doch eine Thermoskanne. Die brauche ich unbedingt. Was? Ein Beat? Da gibt es eine Party. Da drin? Ja, was steht denn da vorne? Ist das Randolph? Haben wir da was? Ne, oder? Haben wir nix. Oh, jetzt haben sie es. Gott weiß, was sie mit dem Mädchen gemacht haben. Hier ist Agent Nightingale, FBI! Hände hoch, Hemingway! Sie sind verhaftet! Eine Bewegung und ich schieße in Ihre verdammte Fresse! Bleiben Sie, wo Sie sind, Elaine! Was zum... Ich stehe hier, Sie gottverdammter Vollidiot! Ich ließ Barry nur ungern zurück, aber ich durfte das Treffen mit den Entführern nicht verpassen. Der Polizei entkommen. Oh Gott. Das kriminelle FBI. Oh, die kommen. Wenn die kommen, dann bin ich fort. Pass auf, in die Richtung. Und ich hab nichts dabei, gell? Keine Knarre und keine Lampe. Aber hurtig. Die bösen Geister auch noch kommen. Ja, sag mal. Als war der Schwerverbrecher ausbruchen. Wo muss ich denn hin? Da oben. Ich weiß ja nicht. Da erwischen mich die, ha? Wenn ich wart. Mag ich gar nicht wissen. Wir haben den Verdächtigen gesichtet. Das hat doch verhaften, oder? Nicht erschießen. Okay, Leute, haltet die Augen offen. Er wird versuchen, hier durchzukommen. Bin schon durch. Oh. Jetzt Leuchtkugeln. Verteilt euch! Mein Gott, da kommt der voll beim Krieg. Keine Bewegung! Er ist entwischt! Haltet die Augen offen! Verdammt nochmal, wo ist er hin? Er ist entwischt! Haltet die Augen offen! Alter. Schießwütige Beamten. Ja, alltäglich. So, wie schaut davon aus? Ist Land in Sicht? Er ist weg! Los, Leute, wir müssen ihn abfangen! Abfangen, nein. Das fangst mich nicht. Braucht die Seiten. Oh. Wie wird's anders? Mal passiert wieder was. Ja, wir fliegen voneinander. Wie schaut denn aus? Krieg ich was? Nein, krieg ich nicht. Ja, da müssen wir einen Totalschaden. Und wenn ich das richtig sehe, dann gibt es eine Seite. Die mag ich haben. Pass auf, da ist versperrt. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, dann gibt es eine Treppe. In einem Checkpoint. Wie schaut aus? Goodies? Nein. Haben wir nicht und brauchen wir nicht.
Ja, das nehmen die tot ernst. Durchsucht das Gebiet. Bin ja gerade ein Schriftsteller. Ich hab nichts verbrochen. Bleibt wachsam. Hier lang. Hier drüben. Oh, was ist los? Oh, ohne geht ja nicht drauf. Den falschen Polizisten. Das Grauen war einfach überall. Es kreiste mich ein. Die Cops hatten keine Chance. Sie waren hinter einem Schriftsteller her, keine Monster. Schau dir das an, ein Vollsparker. Hat der was? Nein, der hat nix. Wollen Sie mir weismachen, dass dieser Schreiberling meine Deputies umgelegt hat? Ist das ein Scherz? Nein, bin unschuldig. Ich hab keinen umgebracht. Er trägt ein Tweedjacket. Ende. Ich bin komplett unschuldig. Ja, was ist los? Passiert nix. Kein Grauen, nix. Ein Helikopter. Ja, wo ist er? Bin ein Schriftsteller, holt mich heraus. Nein, au. Bitte blöd, ha? Helen, lauf! Ha, was ist passiert? Ah, da unten ist es schön. Der Mann gibt eine Bruchlandung. Oh. Aber gescheite. Und da haben wir jetzt einen Unterschlupfer. Was ist das? Ein Ranger-Häuschen. Ich schau mich noch. Was haben wir da? Ein Fernrohr. Halt auf Zoom. Ja, da brennen's, die Polizisten. Und das da drüben könnte eine Tankstelle sein, ha? Vielleicht.